Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Taktikfuchs. Ja Leute, wir schauen uns mal die sehr wahrscheinliche Aufstellung vor dem Spiel gegen Schalke 04 an. Wir konnten ja ein bisschen was aus der Pressekonferenz mitnehmen, denke ich, so in Richtung Aufstellung bezogen. Ein paar Sachen sind noch Fragezeichen hinter. Ja, ich würde sagen, wir starten mal rein mit der Viererkette, die sich von alleine aufstellt. Ist ja das Einfachste. Bevor ich hier reingehe, noch etwas in eigener Sache vielleicht, bevor ich hier richtig loslege. Erstmal danke für die ganzen Kommentare unter dem letzten Video, wie ich die weiteren Kommentare behandeln werde. Eine Sache wollte ich da nur kurz klarstellen. Ich habe das Video jetzt nicht gemacht als Beschwerdevideo oder irgendwie zu sagen, oh ja, das beeinflusst mich oder sowas oder nee, so war das nicht gemeint, ja. Ich habe das auch unter 2, 3 Kommentare drunter geschrieben. Mir ging es darum, das Video zu machen, um einmal dazu Stellung zu nehmen und dass jeder weiß, wie ich solche Kommentare handhaben werde, ja. Nicht, dass sich halt Leute wundern, warum ich auf manche Kommentare nicht eingehe oder sowas. Dafür war das Video gedacht. Jetzt nicht, weil ich da mich irgendwie beschweren möchte oder sagen möchte, das ist aber scheiße und kann ich nicht ab und so. Nee, gar nicht. Ne? Also ich nehme das menschlich nicht mit, sowas. Ja, mich triggert so eine Aussage. Das habe ich ja auch da gesagt. Ja, und jetzt habe ich gesagt, wie ich das in Zukunft handeln werde und so werde ich das handeln. Ja. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass es irgendwie 10, 20 Kommentare waren oder sowas. Ne? Das wollte ich auch nur mal klarstellen. Also wir haben schon ein sehr gutes Klima hier auf dem Kanal und mit dem Video habe ich klargestellt, wie ich mit solchen Leuten verfahren werde und damit ist das Thema auch abgehandelt. Aber ich denke mal, so 1, 2 Sachen, gerade so mit dem Fan-Dasein, war ja auch ganz interessant, da nochmal ein bisschen Stellung zu beziehen. Ja. Und dann ist es doch schön, dass sowas aus dann eher so komischen Kommentaren auch noch was geworden ist. Gut, und damit ist das auch abgehandelt, das Thema. Ja, wie gesagt, Viererkette stellt sich... ja, soll man sagen, leider, weiß ich nicht. Cancelo hat es auch ganz gut gemacht in den Spielen. Also von daher jetzt nicht das große Problem, wie ich finde. Stellt sich von selber auf, auch wenn Upa wieder da ist. Wir haben Tuchel dazu gehört, was gut funktioniert. Wird er nicht auseinanderreißen. Bin ich auch voll dabei. Es ist jetzt der falsche Zeitpunkt, einen Upa reinzubringen. Ja. Erst recht nach einer Verletzung. Es ist keine Zeit für Experimente, es geht darum, 3 Punkte zu holen, wie auch immer, ja, und von daher, ja, Kimmich spielt immer, Kimmich schießt auch immer alle Ecken, da müssen wir nicht drüber diskutieren, weil er einfach ein Weltklasse-Spieler ist. Ich hoffe, ihr merkt ein bisschen den Sarkasmus in meiner Stimme, ich kann es mir einfach nicht verkneifen. Gut, dann kommen wir zur ersten Geschichte, die spannend werden wird. Er hat einen Gravenberch gelobt, ich habe einen Gravenberch genauso gesehen, ja, gerade auch diese unauffälligen Dinger, aber auch natürlich die schönen Pässe in die Tiefe, in den Strafraum, haben mir ganz gut gefallen, wie ich schon gesagt habe. Lange anklickst und antippst. Ja, das probieren wir jetzt mal aus. So. Alternativ wird natürlich der Goretzka auch. Ja. Ich hoffe, und ich denke, es wird ein kleiner Fingerzeig sein, auch in Richtung neuer Saison, dass der Gravenberch aufläuft. Wir stellen das auch mal ein bisschen nebeneinander. Ja, in der ersten Halbzeit war es sogar so, dass Gravenberch weiter hinten war gegen Bremen. Hat er den Kimmich schon ganz gut den Rücken freigehalten, obwohl Kimmich nach vorne nicht wirklich viel zustande bekommen hat. Ja, ich würde mir wünschen, dass ein Gravenberch spielt. Ich bin sehr gespannt, ob es so ist. Pressekonferenz, er hörte sich zufrieden an mit dem Gravenberch, hat auch die Stärken gesehen oder das gute Spiel gesehen, was ich auch gesehen habe. Warum er ihn dann ausgewechselt hat, habe ich nicht wirklich verstanden. Ja, der Gedanke war, Musiala einen weiter nach hinten zu nehmen, um ein bisschen mehr Spielkontrolle zu haben. Ja, man hätte aber auch mal den Kimmich auswechseln können. Also das hätte jetzt auch kein Bein ausgerissen. Na, ganz im Gegenteil, denke ich. Aber gut, ich meine, wenn der Gravenberch jetzt wieder von Anfang an spielen darf, wenn wir uns auch nichts vormachen, hat er 60 Minuten, dann wird ein Goretzka kommen. Damit man Goretzka nicht ganz vom Kopf stößt, müssen wir uns auch nichts vormachen. Wird sehr interessant sein. Ansonsten, ich werde den Knabri mal hier vorne reinpacken. Sehr
Sehr wahrscheinlich wird ein Gnabry spielen. Bei mir wird ein Gnabry da vorne nicht spielen. Bei mir würde da natürlich Mathys Tel spielen. Ohne Wenn und Aber. Habe ich oft genug ausgeführt, warum wieso. Wer zum ersten Mal hier ist, guckt gerne meine anderen Videos. Ja, ich denke, wenn wir einen Stürmer in der Mannschaft haben, sollten wir den noch aufstellen. Man kann ihn dann immer noch rausnehmen, wenn man merkt, so, es ist zu viel oder was. Was halt Schwachsinn ist, diese Argumentation von wegen Druck und hast du nicht gesehen. Er ist jetzt keine 12 Jahre alt, und hat noch nie irgendwie im Profiteam gespielt oder sowas. Ist halt alles Schwachsinn. Er hat in Frankreich in der Profimannschaft gespielt. Also man muss da auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ne? Gut, dann wird es spannend werden. Rechte Seite, ich gehe vom Sané aus. Auch wenn er so ein bisschen relativiert hat. Aber ihnen hat ja ganz gut das Zusammenspiel gefallen und Sané hat ein Tor gemacht und ich denke, man wird da jetzt nicht. Dann noch gegen Schalke, also ich denke nicht, dass man Sané da den Startelf-Einsatz verwehren wird. Ja. Weil da wird er natürlich auch nochmal eine gewisse Motivation an den Tag bringen, denke ich. Und ich gehe davon aus, dass er über die rechte Seite kommen wird, weil er mit dem Mazraoui doch ganz gut harmoniert hat. Wenn es auch nicht lange war, aber den Eindruck, den man da hatte, war doch ganz okay. Mitte, denke ich, wird Musiala auflaufen. Wobei er auch gesagt hat, dass ein Müller gut trainiert hat. Müller als Ersatz natürlich, aber ich gehe von Musiala aus. Ja. Und dann kommen wir auf die linke Seite. Da ist quasi alles möglich. Ich persönlich würde einen Coman da hinstellen, deswegen mache ich den Coman mal als erstes rein. Natürlich da ist natürlich Mané so die erste Alternative. Wie gesagt, Blind spielt keine Rolle. Schuppo, Tor sollten wir vielleicht noch den Sommer reinstellen. Ich denke, da gibt's ja leider auch nichts zu diskutieren. Bei mir hätten Ulle mal die Chance gekriegt, aber nicht jetzt. Jetzt brauchst du das auch nicht mehr anfangen, das Thema. Aber gut. Ansonsten, Davis ist verletzt, haben wir durch. Hernandez, Ibrahimovic wird keine Minuten kriegen. Ja, haben wir noch Stani, der ist auch verletzt. Upa, der auf der Bank sitzt und Wanner ist auch verletzt. Also, ja, ihr seht, so viel Alternativen haben wir nicht. Die 3/4 der Mannschaft stellt sich von alleine auf. Ja. Natürlich kann es sein, dass ein Coman nach rechts geht, ein Sané nach links oder dass ein Sané gar nicht anfängt. Vorne, das ist klar, dass ein Gnabry anfängt, da müssen wir uns nichts vormachen und ich gehe auch davon aus, dass ein Musiala auf der 10 anfängt und nicht ein Müller. Dafür war der Müller einfach auch jetzt zu schwach, wenn er die Minuten gekriegt hat. Auch wenn der Tuchel jetzt gesagt hat, 3 super gute Trainings gemacht. Vielleicht überrascht er uns, ich weiß es nicht, mag alles sein. Wie würde ich aufstellen? Ja, ich würde hier Gnabry gegen Tell tauschen. Und ich würde das Pärchen hier komplett rausnehmen und würde einen Gnabry nach links stellen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich ihn löschen kann hier. Kann ich ihn noch ganz löschen? Ja. Nee, leider nicht, sonst hätte ich es euch nochmal gezeigt, aber ihr könnt es euch ja vorstellen. Ne? Wie gesagt, bei mir wird Tell vorne drin spielen. Gnabry würde ich aufstellen, weil Gnabry in den letzten 2 Spielen jeweils ein Tor gemacht hat. Würde ich ihn auch bringen von Anfang an. Keine Frage. Coman wäre für mich erster Einwechselspieler dann. Wenn einer Gnabry oder Sané schwächeln würden, wird bei mir Coman kommen in der Halbzeit. Dasselbe bei Musiala, wenn er irgendwie einen schlechten Tag haben sollte, haust einen Müller rein. Dasselbe mit Kimmich und Gravenberg. Du kannst auch für den Goretzka für den Kimmich bringen. Ja? Wenn der Kimmich die Leistung hat, die er letztes Mal hatte, dann kannst du ihn halt einfach auch mal rausnehmen und einen Goretzka da hinstellen. Denke, wäre auch nicht das Problem. Ja, und ansonsten haben wir nicht so viele Alternativen. Ne? Von daher ist das schon eine sehr realistische Aufstellung für Samstag, denke ich. Gut, haut mir gerne eure Meinung rein. Freue ich mich drüber und dann bin ich sehr gespannt, erstmal wie das Spiel ausgeht. In erster Linie, keine Frage. Und dann natürlich auch, wie die Leistungsgrenze bei uns ist. Ob die Spieler
endlich mal an ihren Leistungszenit kommen. Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Also es wird Zeit, dass man jetzt vor Leipzig irgendwie ein bisschen Selbstvertrauen tankt. Ja, ansonsten könnte es schwierig werden. Weil für Leipzig geht's halt auch noch um die Champions League. Also die werden nicht irgendwie Larifari-Fußball bieten, wenn die nach uns kommen. Auch wenn sich da jetzt schon diese Woche ein bisschen was entscheiden kann, sollte Freiburg gegen Union unentschieden spielen und Leipzig gewinnen, dann ist es schon, hat Leipzig 4 Punkte vor oder sowas, ne? Aber nichtsdestotrotz, ja, müssen wir uns da nichts vormachen, dass da eine Leistungssteigerung kommen muss. Und die muss jetzt schon wieder ein Step sein. Ja? Ansonsten, wir werden nicht auf einmal gegen Leipzig 3 oder 4 Steps machen, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wer weiß, vielleicht überrascht der Tuchel mich ja auch da, beziehungsweise die Mannschaft. Ja, und in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund, ich freue mich auf morgen auf das Spiel, ich hoffe ihr auch. Alle, die im Stadion sind, viel Spaß. Schreit euch die Seele aus dem Hals, wir werden es brauchen. Und in diesem Sinne, bis dann. Tschüssi.